So, ich möchte mit euch darüber sprechen, wie kann der Himmel auf die Erde kommen. Das geschieht durch die Taufe. Und ich weiß nicht, was du über die Taufe denkst und fühlst und überhaupt. Und ich möchte euch eine Frage ganz am Anfang stellen. Und zwar, warum ließ sich Jesus, der Sohn Gottes, taufen? Ich meine, wenn wir uns taufen lassen, hat es immer einen Grund, du kommst zum Glauben. Oder du warst mal gläubig, bist dann abgefallen vom Glauben in Drogen und hast Tattoos gemacht, lange Haare wachsen lassen. Alle diese Dinge und sagst, Jesus, tut mir mega, mega leid, vergib mich und lass dich taufen und sagst, ich möchte mein Leben nochmals neu beginnen, oder? Aber Jesus ist ja nicht vom Glauben abgefallen, der hat ja nicht Bon Jovi gehört. Und hat sich Tattoos gestochen, Life Forever, hatte sich Freundinnen gehabt und hat Drogen genommen. Alle diese Dinge hat Jesus nicht konsumiert. Dann kommt die Frage, wenn Jesus, der Sohn Gottes, auf die Erde kam, warum ließ er sich taufen? Sagen die einen, ja, war er ein Vorbild oder eine Inspiration oder wollte uns sagen, hey Mädels, Jungs, wenn ich mich taufen lassen musste, dann habt ihr auch keine andere Wahl. Und dann gibt es diesen Moment in der Taufe von Jesus und der ist spektakulär. Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Der Himmel geht auf, der Heilige Geist kommt als eine Taube und er hörte akustisch, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Ja, wenn ich jetzt das so lese, als ein Mensch, der in Wallisellen wohnt, denke, wow, cool, schöner Name, macht alles irgendwie Sinn, weil wir haben unsere Kinder auch so Cosi-Namen gegeben. Das hört sich so Cosi an, so mega schön, oder? Ich möchte ganz kurz vorlesen, Lukas 3, 21-22. Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. So, wir lesen das und denken, oh, cool. Ich nenne unsere Kinder auch am Anfang, ihr zwei Goldeli. Oder du hast einen Cosi-Namen für deine Frau, Häsli. Oder Schnuckeli, oder Bärli, oder Schildkrötli. Schweiz ist alles I, Gipfeli, Meitli. Wir machen alles mega klein, so herzig, oder? Und man denkt, Gott macht das gleiche mit seinem Sohn Jesus und sagt, du bist mein herziger Schnuckeli. Und jetzt müsst ihr wissen, alles hat eine ganz krasse Bedeutung. Als Jesus sich taufen ließ, da standen die Rabbiner, die Juden, alle da. Und die kennen die Tora, dieses Alte Testament, in- und auswendig. Die haben oft aus einem Bibeltext einen Vers genommen, beim Komma aufgehört, in einem anderen Buch das nächste genommen und haben das zusammengepackt. Und als sie die Stimme hörten, da war eine Botschaft drin, mehr als Schnuckeli, Käferli, Herzli, Meiteli, Gipfeli. Ich möchte es euch ganz kurz zeigen. Dieser Vers, was Gott gemacht hatte, der erste Teil von diesem Vers kommt aus Psalm 2, Kapitel 7. Du bist mein Sohn, heute bin ich Vater geworden. Und die Überschrift war für die Juden gewesen, wow, das heißt, er ist der Sohn Gottes. Es ist mehr als Gipfeli, Schnuggeli, Käferli. Und dann der zweite Teil wird Bibelconview gemacht aus Jesaja 42, Vers 1. Ich freue mich über ihn. Ich habe ihm meinen Geist gegeben und wird den Völkern mein Recht verkündigen. War die Überschrift, er ist ein Diener Gottes und er, mein Sohn, wird eine Botschaft haben für die Welt. Und du merkst, und die Juden standen da und denken, wow, bei der Taufe gibt es eine Botschaft. Du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Du bist ein Gottesdiener, Dienerin und wir haben einen Auftrag, den Himmel auf diese Erde zu bringen. Und die Taufe von Jesus war ein Statement an die ganze Welt. Das Reich Gottes bricht durch dein und mein Leben an, mehr als Gipfeli, Schnuggeli. Und ich möchte dir sagen, warum ist die Taufe so wichtig? Es ist ein Statement, du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes. Du bist Gottes Diener und Dienerin und du hast einen Auftrag in dieser Welt. Und wenn man das so hört, denkt man, oh krass, ist wieder Druck, jetzt muss ich schon wieder Dinge machen. Ich möchte dir sagen, in dir steckt mehr, als du denkst.
Und wenn Jesus sich taufen ließ, musst du wissen, er hat das Alte Testament. Viele Christen denken, Jesus kam, der neue Bund und alles im Alten Testament ist Game Over. Gar nichts Game Over. Hauptsache, wie du denkst, ist Game Over. Sondern Jesus hat immer das Alte Testament wieder aufleben lassen, weil die Prinzipien von Gott haben sie nicht geändert. Und als Jesus sich taufen ließ, hat er ein Bild gemalt vom Alten Testament. Ich möchte es euch ganz kurz zeigen, anhand von Autobahn oder Straßenschildern, weil ich fahre viel Motorrad. Und Ägypten, als das Volk von Gott in Ägypten war, Stopp Armut. Und Armut bedeutet ein Leben ohne Gott, hat nichts mit Finanzen zu tun, weil wir Schweizer kennen das Wort Armut gar nicht. Wir können es auch gar nicht schreiben. Armut bedeutet ein Leben ohne Gott. Und dann erwählt Gott Moses mit einem Hirtenstab und sagt, Moses, führ die Menschen heraus aus Ägypten, stop, so goes it not. Und der Moment, wo sie aus Ägypten rausgehen, ist eine Bekehrung. Es war freiwillig, niemand musste von Ägypten weggehen. Und dann standen sie vor dem Roten Meer, und das ist wie ein Fußgängerstreifen, das war die Taufe. Du endest von einem Zebra, von einem Dings in das nächste, und das war die Taufe. Und Taufe bedeutet immer ein Leben. Krass ist gewesen, das Meer ging auf, sie gingen hindurch und waren dann da in der Wüste. In der Wüste ist kein Vortritt, es gab eine Prüfung. Und jetzt ist es mega, mega, mega krass, dass in der Wüste, sie waren 40 Jahre in der Wüste. Weißt du warum? Sie haben den Ort von ihrem alten Lebensstil verlassen, aber in der Wüste, im neuen Ort, war ihr Lebensstil noch immer in dir drin. Das heißt, auch wenn du zum Glauben an Jesus findest und du bist getauft und dein alter Adam ist ersäuft, sind nicht automatisch deine Pornoprobleme gelöst. Hallo? Can I hear you? Leute sagen, jetzt bin ich doch getauft und ich habe noch die gleichen Probleme. Du hast den Ort von der Armut verlassen, aber in deiner Wüste konfrontiert dich der Geist Gottes mit all unseren Challenges, wo wir drin sind. Martin Luther hat das so gesagt, wenn man sich taufen lässt, dann ersäuft man den alten Adam. Er sagte, dann ersäuft man den alten Menschen. Dann sagt er, aber der alte Adam, das Aas, kann noch schwimmen. Mit anderen Worten, auch wenn du getauft bist, gewisse Dinge schwimmen in deinem Leben noch ganz, ganz gewaltig. Und 40 Jahre hat Gott versucht, diese Schwimmkünste in unserem Leben zu unterbrechen. Weil das Ziel ist nicht die Prüfung, sondern immer das Land Kanaan. Weil das ist ein Land ohne Limiten. Dieses Zeichen habe ich gerne bei der Harley, da kann man wieder 150 fahren in den Bergen. Du hast eine Bestimmung. Also, 40 Jahre, Gott erwählt 12 Stämme, sie versagen, nimmt 2, Josua und Kaleb, gehen in das Land Kanaan hinein und Gott hat das Land Kanaan gebraucht, um der Welt zu zeigen, wenn Menschen mit Gott unterwegs sind, bist du ein Licht und ein Salz und die Präsenz und Kraft Gottes ist sichtbar für alle Frauen und Männer. Der Tag, wo du gläubig bist, bist du ein Licht und ein Salz in dieser Welt und du bist sichtbar, was bedeutet, wenn Gott mit dir drin ist. Und irgendwann wurden sie ein bisschen hochmütig, oder? Und dann waren sie wieder in Babylonien, in einer Sackgasse, du wirst versklavt. Babylonien bedeutet, du warst mal Christ, hast erlebt diesen Zebrastreifen, aber bist auch nicht mehr gläubig, bist auch nicht mehr Armut. Und Menschen, die vom Glauben abfallen, die sind total am Arsch. Weil die haben weder noch. Die können nicht sagen, es gibt keinen Gott. Und können auch nicht sagen, das alte Leben ohne Gott macht Sinn. Die sind total irgendwo im Nowhere. Warum ist das so entscheidend, dieses Werdegang im Alten Testament? Als Jesus sich taufen ließ, hier, hat Jesus das Alte Testament aufgerollt. Und jeder Jude hat verstanden, von was Jesus spricht. Und jetzt achte einmal, das Leben von Jesus durchläuft
1:1 parallel, genau gleich wie das Alte Testament. Are you ready? Jesus kam vom Himmel, er verließ den Reichtum und kam in eine Welt von Armut. Weil von da, wovon Jesus kommt, vom Himmel, gibt es keinen Tod, keine Niederlage, keine Krankheit, keine Ungerechtigkeit. Jesus kam in diese Welt, in die Armut. Mit 12 Jahren hat er sich entschieden, in den Tempel zu gehen. Man sagt eigentlich die Bekehrung. Und dann ließ sich Jesus taufen. Beim Volk von Gott ging das Meer auf. Und bei Jesus geht der Himmel auf. Dann geht Jesus 40 Tage in die Wüste. Warum geht Jesus in die Wüste? Man sagt, um sich vorzubereiten. Nein. Das Volk von Gott war 40 Jahre in der Wüste. Und Gott hat sie getestet. Und sie haben den Test nicht bestanden. Jesus geht in die Wüste, wird getestet vom Teufel 3-mal. Und nach 40 Tagen hat Jesus, der Sohn Gottes, den Test überwunden. Gott hat 12 Stämme aus der Welt und alle haben versagt. Und was macht Jesus? Er wählt 12 Jünger aus und sagt ihnen, geht 2 und 2, wie Kaleb und Josua, geht 2 und 2 in die Städte und verkündet das Evangelium allen Nationen. Und Jesus hat das Alte Testament aufgerollt und hat gesagt, Jungs und Mädels, ihr seid Gottes Söhne und Töchter. Ihr habt einen Auftrag und ihr seid meine Diener und meine Dienerinnen. Und du merkst plötzlich, wow, die Taufe ist so etwas Cooles und so etwas Praktisches. So, jetzt sagst du, wow, mega cool, noch nie gehört. Wie kannst du als ein Sohn Gottes, als einen Diener, einen Auftrag haben für diese Welt? Wenn ihr sagt, geht hinaus in die ganze Welt, verkündet das Evangelium, sagen die meisten Leute, oh nein, nicht schon wieder. Oh, mega mühsam. Es ist viel, viel einfacher, als du denkst, weil in der Taufe hat Jesus das Alte Testament zitiert, aber auch ein Bild gemalt von Moses und auch dem Volk von Gott. Weil Moses hatte die ganze Zeit den Hirtenstab in den Händen. Warum hatte Moses einen Hirtenstab und nicht einen Golfschlägel? Warum? Der Stab war die ganze Reise, sein ganzes Leben, wie in der Schweizer Armee das Gewehr, immer bei Fuß, immer dabei. Weil Gott mit dem sagen möchte, ihr seid Gottes Kinder, ihr seid Gottes Diener und dieser Stab ist eure Botschaft und eure Nachricht. Und dann fragt Gott Moses, was hast du in deinen Händen? Ich als Theologe denke, ist irgendjemand da blind? Gott stellt nicht Moses die Frage, Gott hat gesagt, oh, heute habe ich meine Brille vergessen. Wenn Gott dir eine Frage stellt, ist es mehr einfach als ein Stab. Gott geht auf etwas hinein, was ich oft nicht verstanden habe, warum Gott diese Frage stellt. Dann habe ich mal nachgeforscht, was hat es zu tun mit diesem Stab? Und man hat festgestellt, und viele Rabbiner sagen, dass praktisch jedes Kind im Judentum bekam so einen Stab. Und diesen Stab haben sie immer dabei gehabt beim Hüten der Schafe, wo sie immer hingegangen sind. Wieso dieser Stab? Weil wenn wir ein Erlebnis machen, hast du ein Tagebuch, ein Smartphone, ein Blöckli und du schreibst alle diese Wunder auf, oder? Und im Alten Testament gab es kein Blöckli, es gab kein Smartphone, kein Computer, es gab gar nichts, sondern man hat den Stab genommen und wenn du ein Wunder erlebt hast, haben die Juden das Wunder in den Stab hineingeritzt. David, ich habe den Bären B geschlagen. Löwen habe ich auch besiegt, schrieb ein B
und El. Und als Gott Mose fragte, was hast du in deinen Händen? Dann sagt er, das habe ich in meinen Händen. Gott, ich habe gesehen deine Wunder und deine Güte und deine Treue und dein Durchbruch und dein Erbarmen und deine Gnade. Gott, in meinen Händen halte ich deine Wunder. Verstehst du? Gott ist nicht blind. Und Gott uns sagt, was hast du in deinen Händen? Menschen hier drin, die einen von uns, du hast keine Kinder bekommen. Wir haben gebetet und dich geölt und boom, jetzt hast du 5. Es gibt Leute hier drin, du hast mit Bodenproblemen zu kämpfen und du hast dich taufen lassen und alles ist weg. Mein P gelöst, meine Kinder sind da. Ich war unheilbar krank und Gott hat mich geheilt. Ich war eifersüchtig, ich war jähzornig und Gott hat all diese Dinge in meinem Leben geheilt. Come on! Wenn ich dir sage, du bist Gottes Sohn und Gottes Diener, hast einen Auftrag, dann sagen wir, oh mein Gott, das ist mega kompliziert. Gott sagt, nein, du hast eine Lebensbotschaft in deinen Händen und diese Botschaft kann niemand von dir stehlen. Du hast so viele Wunder mit Gott erlebt. Was hast du in deinen Händen? Und dann sagte Moses, deine Güte und deine Gnade haben mich immer in meinem Leben begleitet. Und weißt du, wie man den Hirtenstab brauchte? Man nahm ihn und schaute zuerst alle Wunder an. Du hast ja jeden Tag gesagt, dieser Gott hat mich aus meiner Vergangenheit befreit. Und dieser gnädige Gott mit all den Wundern, mit all den Taten ist auch heute bei mir. Und dann drehte man den Stock und sagte, dieser wunderbewirkende Gott wird mich auch heute in meinem Leben begleiten. Als Jesus sich taufen ließ, so das herzige Kosi, Namen von Gott, war eine prophetische Botschaft. Und Jesus wusste genauso auch, in meinem Leben gibt es Wunder. Und als Moses den Stab dann hinlegen musste, hat Gott gesagt, auf diesem Stab gibt es aber auch Niederlagen, Enttäuschungen, Verrat. Und es gibt einen Moment, wo du in deinem Leben deinen Stab niederlegst. Und aus dem Stab wurde eine Schlange. Und dann packte Mose den Stab und er wurde wieder einen Stab, es gab die Schlange. Und dann schrieb er rein, Schlange wurde zu einem Stab. Dann sah Moses, aus dem Nil entstand Blut. Die Froschplage in Ägypten. Dann kamen die Grashüpfer in Ägypten. Dann hat Gott die Erstgeburt alles umgebracht in Ägypten. Der Stab von Moses war ein Live-Zeugnis über die Gnade und Güte und Barmherzigkeit von seinem Gott im Himmel. Und als Gott zu Moses sagte, vor dem Roten Meer, vor der Taufe, nimm deinen Stab. Wie nimmt man einen Stab? Nimm deinen Stab. Und Moses wusste, das Meer ist vor uns und der Feind ist hinter uns. Warum fällt es den Leuten so schwer, um sich zu taufen zu lassen? Weil der Teufel dich nicht gehen lässt. Er weiß, wenn du das Rote Meer überquerst, dann hast du endgültig Ägypten, das alte Leben verlassen. Als Gott sagte, nimm den Stab. Weißt du, was Moses anschaute? Wir haben Bären geschlagen, wir haben Löwen gekillt, der Stab wurde zu einer Schlange, ich habe den Nil blutig gesehen, es kam die Froschplage, die Grashüpfer und Gott hat die Erstgeburt alle umgebracht.
Und Moses schaute auf die Verheißungen Gottes. Moses schaute auf all die Wunder, die Gott in seinem Leben vollbrachte. Und dann sagt Gott, nimm diesen Stab. Er nahm den Stab, drehte ihn um. Und mit den Wundern Gottes schlug er hinein. Und das Meer öffnete sich. Hey, du hast einen Stab in deinen Händen. Don't tell me, dass deine Lebensgeschichte nicht wichtig ist. Oft sagen Menschen, ich weiß nicht, wie das Evangelium verkündigen. Ja, wenn mich jemand eine Frage stellt über Corona, habe ich auch keine Antwort. Die Medien mögen über den Glauben an Gott lachen. Die Welt mag Gott verspotten. Aber eine Sache kann keine Medien, kein Social Media und nicht mal der Teufel stehlen, ist deine Lebensgeschichte. Your story. Du hast eine Lebensgeschichte, wo du, wenn du erzählst, für Menschen den Himmel auf die Erde bringst. Vanessa, was ist dein Stab? Obwohl ich immer ein glückliches und fröhliches Kind war, war meine Schulzeit ein Albtraum. Ich hatte viele Probleme. Ich hatte einen Sprachfehler, ich habe gestockelt. Ich hatte auch eine wirkliche Unfähigkeit, mich in der Schule zu konzentrieren. Und ich war immer in meiner eigenen kleinen Welt. Und das hat meine Mitschüler natürlich einen Grund gegeben, mich zu hänseln, mich auszuschließen. Und sogar mein Lehrer hat mich bloßgestellt vor der ganzen Klasse. Auf dem Pausenplatz war ich eigentlich immer alleine. Ich hatte keine Freunde. Ich war auch nie auf Geburtstagsfesten eingeladen. Und so habe ich fast jeden Abend zu Hause geweint. Aber das Gute ist, es blieb nicht bei dem. Es hat sich alles gewendet und verbessert. Und ich habe rückblickend gesehen, wie Gott mir durch diese Zeit, er hat mein Herz wachsen lassen für Menschen. Ich habe eine Liebe zu Menschen, die Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, die eine Not haben. Und es ist meine größte Leidenschaft, einfach ein offenes Ohr zu sein und die Person zu sein, die zuhört und nicht verurteilt. Und das liebe ich an meinem Dienst in der Seelsorge und im Gebetsteam, dass ich da sein kann, dass ich, wenn alle gegen einen sind, die eine Person sein kann, die einfach zuhört und da ist. Ich bin mein ganzes Leben lang eigentlich schon ein ziemlicher Nerd und hatte immer schon recht viel Begeisterung für Computer und recht früh auch für Computerspiele. Im Gegensatz zu meinen Eltern, was dann in der Schule dazu geführt hat, dass ich recht viele Konflikte mit meinen Eltern hatte um das Thema Gaming. Und auch in der Gemeinde habe ich immer mehr gemerkt, die Assoziation zwischen Gaming ist viel eher zu Themen wie zu Sucht oder Gewalt, obwohl ich das in meinem Hobby einfach ganz anders erlebt habe. Als ich dann in die Uni gegangen bin, hatte ich recht Schwierigkeiten anzukommen, irgendwie nicht wirklich einen guten Freundeskreis gefunden und auch nicht wirklich ins Studium reingekommen und habe dann einfach viel mit den Freunden von früher gezockt, online, und musste nach 2 Semestern das erste Studium abbrechen. Danach denkst du jetzt vielleicht, kommt irgendwie so ein Knall und ich wurde vom Zocken geheilt oder so. Das will ich aber gar nicht sagen. Ich spiele heute gerne noch Computer und das ist auch nicht das, worum es geht. Vielmehr merke ich einfach, wie durch meine ganze Lebensgeschichte durch Gott immer wieder mich gebraucht hat, mit genau den Themen und den Sachen, die ich erlebt habe, Menschen in meinem Umfeld zu bewegen und für sie ein Zeugnis zu sein. Wir haben in Amerika eine Organisation kennengelernen können namens Game Church, und mit einem guten Freund aus der Schule habe ich dann Game Church Deutschland gegründet. Und wir haben auf der Gamescom über 5000 Bibeln verteilen können an Leute, die sonst vielleicht nicht das Evangelium hätten mitbekommen, einfach weil wir ein Herz dafür haben, Gamer und Glaube zu verbinden. Und mit anderen Leuten bin ich einfach ins Gespräch gekommen, habe persönliche Statements geben können zum Thema Sucht und Gaming und auch zum Thema Gaming in der Gemeinde. Und bin einfach Gott mega, mega dankbar dafür, für die Möglichkeit, mit dem, was ich erlebt habe in meinem Leben, in meinem Umfeld einen Unterschied machen zu können und so ihn zu verherrlichen. Come on.
Als Gott Mose fragte, was hast du in deinen Händen, sagte er, das ist meine Lebensgeschichte, Gott. Ich habe die Lebensgeschichte in meinen Händen. Und achte mal auf ich liebe Details. Moses hatte Schafe gehütet und sie waren nicht seine Schafe. Mit diesem Stab hat er Schaf gehütet, die waren nicht seine Schafe. Und dann sagte Gott, führe meine Schafe, mein Volk, und die Menschen gehören nicht dir, Moses, in ein Land, das Milch und Honig fließt. Und Gott nimmt deine Art, wie du bist, und um 180 Grad bringt Gott den Heiligen Geist hinein und du wirst das Gleiche machen, aber für Gott. Petrus war ein Fischer, der konnte Fische fangen. Und Jesus hat gesagt, du bist ein super Fischer. Geh und werf die Netze hinaus und fange Menschen in das Reich Gottes als Fische. Paulus war ein Eiferer, hat die Christen verfolgt. Als Paulus zum Glauben kam, war er ein Eiferer und hat Menschen in das Reich von Gott gebracht. Mit anderen Worten, deine Geschichte in deiner Armut, in Ägypten, wo auch immer du bist, gebraucht Gott durch die Taufe, durch den Test, in deine Bestimmung hineinzukommen. Du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes. Du bist Gottes Diener und Dienerin. Du hast einen Auftrag und dieser Auftrag heißt, wenn Gott einmal in meinem Leben treu war, dann ist es Gott nochmals. Und wenn gestern Gott treu war, dann gibt Gott mir diesen Mut heute, wo ich stehe, zu glauben, dass Gott ist der gleiche gestern, heute und auch in alle Ewigkeit. Ich möchte enden mit einem Gedanken, und zwar, mein Stab und meine Geschichte ist, bevor ich Jesus kennengelernt habe, war ich immer in der Kirche. Ich habe immer Gott geliebt. Ich habe immer die Church mega cool gefunden. Immer. Wenn Leute sagen, ich brauche keine Kirche, schön für dich. Ich brauche sie. Ich liebe sie. Ich finde es ganz krass, nicht ein Gebäude, es sind Menschen. Und als ich zum Glauben kam, hat diese Leidenschaft Gott genommen und mein Stab ist, ich liebe Church. Ich liebe euch. Ich liebe Microchurch. Ich liebe Online. Und ich habe eine Leidenschaft, in einer Gemeinschaft Gott und Jesus groß zu machen. Und das ist meine Geschichte. Das ist mein Stab. Ich habe die letzten paar Wochen viele Interviewanfragen bekommen von vielen Zeitungen, deren Namen ich nicht nennen möchte. Und die Frage ist immer, wie kann man im Jahr 2021 noch immer an Gott glauben? Und meine Antwort ist, das ist meine Geschichte. That's my anointing. Versteht ihr? Wenn du deine Geschichte präsentierst, ich bin geschieden und ich habe versagt, aber Gott ist mir begegnet und ich habe einen Neuanfang gemacht, dann wirst du den Menschen in der gleichen Not ein Trost sein können. Mit dem Trost, wo Gott dich getröstet hat, kannst du andere Menschen trösten, weil du weißt, was es bedeutet, im Dreck zu sein und du weißt, was es bedeutet, Gott dich wieder erhöht. Dave und Kim singen einen Song. Der Song heißt Don't Tell Me. Sag mir nicht, dass du nicht eine Story hast. In dem Song geht es darum, ich habe gesehen, die Krebs geht verschwunden und alle diese crazy Statements. Aber meine Frage ist, was hast du gesehen? Was ist in deinem Stab? Was ist deine Story? Was sind deine Wunder, die du mit deinem Gott im Himmel erlebt hast? Und diese Wunder wirst du anderen Menschen begegnen und du wirst für sie den Himmel auf diese Erde bringen. Seen cancer disappear, wishing broken bodies heal. Don't you tell me he can do it. Don't you tell me he can do it. We've seen real life resurrection. We've seen mental health restored. Don't you tell me he can do it. Don't you tell me he can do it. We've seen families reunited. We've seen prodigals return. Don't you tell me he can do it. Don't
Don't you tell me he can do it. We've seen troubled souls delivered. We've seen addicts finally free. Don't you tell me he can do it. Don't you tell me he can do it. We've seen cities in revival and salvation flood the streets. Don't you tell me he can do it. Don't you tell me he can do it. We see glory fill the nations like the world has never seen. So don't you tell me he can do it, 'cause I know that he can. And I believe the wonder-working God. You're the wonder-working God. All the miracles I see, too good to not believe. You're the wonder-working God, and you heal because you love. All the miracles I see, too good to not believe. Too good to not believe. Too good to not believe. After everything I've seen, it's too good to not believe. It's too good to not believe. It's too good to not believe. After everything I've seen, it's too good to not believe. Don't tell me. Was hast du in deinen Händen, Moses? Ist nicht, dass Gott blind ist, aber manchmal sind wir blind geworden. Manchmal vergessen wir, von wo du kommst und wo du heute bist und was deine Life-Story ist. Don't tell me. Gott hat den Bären und den Löwen und die Schlange und den Nil und die Frösche und die Grashüpfer und das Erstgeburt von Ägypten. Ich habe all das gesehen in meinem Leben und es beginnt mit den ersten Wundern hier oben. Wenn Gott einmal in deinem Leben was bewirkt hat, dann wird Gott auch in deiner Zukunft, wo immer du gehst. Das ist Glauben. Auch in deiner Zukunft dein Leben behalten. Hey, ich möchte ganz ehrlich sein, Church. Ich finde, die Kirche und der Glaube im Moment wird in die Ecke gedrängt auf der ganzen Welt. Nicht wegen Corona oder den Geimpften und was auch immer du bist, ist mir eigentlich egal. Jeder macht, was er will. Das ist nicht mein Punkt. Je mehr, dass das Reich Gottes in die Ecke gedrängt wird, je dunkler es wird, desto krasser ist ein klitzekleines Licht und man sieht es schon. Und in der Kirchengeschichte war es immer so, wenn man die Kirche in die Ecke drängt, dann bist du mega nahe an einer Erweckung. Weil der Himmel kann man nicht stoppen und die Pforten der Hölle werden das Reich Gottes nicht stürzen können. Amen. Come on. Du hast eine Story. Du bist ein Sohn Gottes. Und du bist Gottes Diener. Und du hast einen Auftrag mit deinem Stab, mit deiner Geschichte, Menschen zu sagen, that's my story. Don't tell me. 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 Meine Stimme ist schon am Arsch. Jungs und Mädels, don't tell me. Can you hear me? Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Dass deine Geschichte nicht den Himmel auf die Erde bringt. Don't tell me. Und meine Message an euch ist, Jungs und Mädels, lasst uns aufwachen. Lasst uns aufstehen.
Lasst uns nicht komische Gefühle haben, ich glaube in Gott ist Privatsache. Es kommt eine Zeit, wo du deinen Stab nach vorne nimmst und sagst, don't tell me, mein Gott hat Wunder bewirkt und macht es wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Also meine Predigt ist besser als eure Reaktion. Come on! Ergreif deinen Stab! Ergreif ihn! Wow! Don't you tell me, don't you tell me, I've seen all the miracles. So don't you tell me he can do, 'cause I know that he can. Moses, ergreif deinen Stab. Ergreif deine Wunder. Lass uns aufstehen. Microchurches online und live. Liebe Freunde, soll ich das sagen? Aber ich spüre in meinem inneren Geist, die Zeit von laut zu sein ist vorbei. Die Zeit von Kumbaya Small Groups, oh es ist mega schön, ist vorbei. Die Zeit, wir haben es mega schön zusammen, schön. War schön. Und ich möchte dir heute prophetisch sagen, wir gehen in eine Zeit hinein. Fasten your seatbelts. Und darum preach ich wie verrückt, weil ich spüre jetzt in meinem Geist, ein bisschen bin gläubig, genügt nicht mehr. Es ist für mich nicht bist du geimpft oder nicht geimpft, das ist so, das Thema ist für uns nicht mal so entscheidend, sondern es geht darum, es ist ein Wertekampf. Ein Wertekampf in der Genderfrage ist eine Wertefrage auch, ob du noch selber entscheiden kannst. Ist eine Wertefrage auch, ob man noch gläubig sein kann. Das ist alles eine Wertefrage, oder der Feind, die Bibel, Vatergrad angreift. Und Leute sagen, ja, man kann es auch anders sehen. Kann man. Aber was ist deine Botschaft an die verlorene Welt? Sodom und Gomorra sagt auch, ja, man kann es anders sehen, denn sie sind nicht mehr auf dem Radar. Es geht mir nicht darum, dass man nicht diskutieren kann, aber es gibt keine Diskussion mehr. Nur noch, so ist es, und wer das nicht so sieht, bekommt einen Stern. Und den Stern hatten wir schon einmal. Und da laufen wir voll hin. Und ich möchte euch heute sagen, und ich meine von ganzem Herzen, ich bin ein sehr positiver Mensch, aber ich spüre jetzt in meinem Geist, es kommt eine Zeit, wo deine Botschaft, wo deine Wunder du festhalten musst, damit du es überlebst. Und darum möchte ich bitten, dass du deinen Stab für einen Moment festhältst. Und Gott, ich habe die Wunder in meinem Leben gesehen wie Mose. Ich habe gesehen, wie du mein Leben verändert hast. Jeder und jede von uns hat Wunder im Leben erlebt. Das Frieden eingezogen. Gott hat einige von uns geheilt, körperlich, emotionell, in der Seele, am Körper. Wir haben Leute, die waren drogensüchtig am Ende der Gesellschaft und die haben heute eine Firma, stellen Leute an, bilden sie aus, geben Menschen eine Hoffnung
weil sie keine Hoffnung mehr gehabt haben. Kannst du ganz für einen Moment einfach Gott Danke sagen für deine Wunder, für deine Story? Und wenn wir Gott Danke sagen, ist die größte Art von Worship, von Dankbarkeit. Es steigt in die Nase von Gott wie ein Wohlgeruch. Lass uns Gott, wo immer du bist, jetzt einfach das aussprechen. Sag ihm Danke für deine Wunder, dass all deine Sünden sind vergeben. Du bist für immer gerettet. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der Himmel hat schon in dir angefangen. Und die Güte und Gnade und Treue Gottes hat kein Ende. Auch nicht über deinen Kindern, über deine Frau, über deinen Mann, über die Kinder, die kommen werden, über deinen Familienstammbaum. Alles hat Gott schon einmal bewirkt und der gleiche Gott macht es noch einmal. Und dann nahm Moses und alle Juden und man hat dann den Stab gedreht und hat die Wunder auf die Erde geschlagen als ein Statement: Gott gibt mir Kraft zu stehen. Diese Wunder geben mir die Kraft, um zu stehen zu dem, und ich glaube, ist richtig. Lieber Vater im Himmel, ich bitte dich für gewaltige Wunder in unserer Mitte, dass dein Name und dein Reich und deine Kraft und deine Herrlichkeit sichtbar werden auf dieser Welt. Ich bete das für deine Familie, für deine Verwandtschaft, für dein ganzes Umfeld, wo du drin bist, für deine Arbeitsstelle. Und ich bete auch, dass der erste Schritt, wo du gehst, wo du nicht weißt, was kommt, ist dieser Stab, dein Begleiter. He can do it, I believe. Hey, vielen, vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Unsere Kirche ist nicht auf das Spenden von ein paar wenigen Leuten aufgebaut, sondern beruht auf der Großzügigkeit von vielen Menschen. Und wenn du ein Teil davon sein möchtest, auch mit deinen Finanzen, dann bedanke ich mich von ganzem Herzen bei dir. Danke vielmals auch für deine Gebete. Ich hoffe, die Predigt hat dich angesprochen und manchmal denkst du, ich kenne genau eine Person, die ist in einer ähnlichen Situation. Dann schick doch einfach den Link, weil es ist so einfach und so simpel und es kann einen großen Segen werden für viele, viele Menschen. Hey, abonniere doch unseren Kanal, damit du immer die neuesten News bekommst, und es war mega schön, dass du heute dabei warst, und bis zum nächsten Mal.